Also der Zugang mat in et Zocht Konzert, wo tatsächlich Artisten, die de Bühnespektakel Freiheitslieder gestalt hun, wo déi in Anleung gin hunn, de Schüler, dat waren an diesem Fall Klasse vun de 7. Et war en Klasse vun de 2, et war Kligersklasse mat den Flüchtlingsklasse wie man so. Und war nach in 8. An unserem Fong durch Artisten vom Bühnespektakel Freiheitslieder hun se in Affeierung kreiert an Thema Freiheitslieder, an Thema Freiheit en general. So, dann hast der Workshop aus dem zweiten Deel gin, du hast am Fong dem Gang fir dat wat am meschen Deel heieren hunn Freiheitslieder, fir bisssen an in ähnlich Richtung dann zu summen an Gruppen zu verschiedenen Bereichen. Da hat man Bereiche Musik, wir haben Bereich Literatur, wir haben den Bereich Kunst, künstlerische Gestaltung, und wir hatten den Theaterbereich. An denen Bereiche mit denen Ausdrucksmöglichkeiten sich zum Thema Freiheit zu artikulieren, zu äußern. Es besteht darin, dass wir alles tun können, was keinem anderen schadet. Am dritten Deel am Anfang vom Workshop, das war sozusagen die 4. Stunde, da sind die Schüler alle gut zusammengekommen an den Spiegelsaal. Und da ist am Anfang auf der Bühne alles abgefeuert ging, was an der Workshop eben ausgeschafft ging. Das war ein poetischer Gedanken zum Thema Freiheit. Das war ein Song zum Thema Freiheit, den abgefeuert ging. Das war von einer Pantomime-Durchstellung zum Thema Freiheit, die abgefeuert ging. Und wir hatten eben noch Künstler, die hatten Plakaten zum Thema Freiheit entworfen. Und die sind noch da gewiesen, noch kurz beschrieben. Und dann 1919 war es offiziell die Gleichberechtigung zwischen den Frauen und den Männern und der Politik. Wir konnten es auch an der Fabrik schaffen. War das eine Idee, die sich schon in relativ flotte Art und Weise entwickelt hat. Der Kasemattentheater wurde am Bühnenspektakel auf B-Brot 2017 Freiheitslieder, Lützeburger Freiheitslieder, so in politisch-geschichtlich Rees durch die Geschichte von Lützeburg. Und da hat das Zentrum für politische Bildung sich auch mit dran gehangen, die da mitgeschafft haben, weil das ja vom Thema hier absolut an ihren Bereich passt. Dann hat sich nach der SEDOM, dem Musikdepartement von der Nationalbibliothek, dran gehangen, weil zu dem Thema auch ein sogenannte Litiheft, didaktische Materialien rauskommen zu dem Thema, wo eben die Lieder, die durch Lützeburger Geschichte lesen, Lützeburger Geschichte eben durchstellen, retrassieren am Anfang von Mitte 19. Jahrhundert bis den Zweiten Weltkrieg, wo die abgeschafft gehen an eine schülerfreundliche Manier eben für den Schulgebrauch, für den Geschichtskur, für den Lützeburger Kur und so weiter, für den Civics-Kur meinetwegen ein bisschen mehr lebendig zu gestalten. Und das Zentrum für politisch war am Anfang motiviert für eben die Idee auch in Form von Workshops an den Lyceen für allem zu organisieren. Also sind eben noch die 3 Partner hier beim Workshop irgendwie mitgewirkt, die Artisten vom Bühnenspektakel, vom Kasemattentheater und dann ich selber eben als den Editor von den Litiheften und dann eben das Zentrum für politische Bildung mit zwei Mitarbeiter, die dann den Workshop hier am Anfang umgesetzt haben. Kann den zwischen Optionen wählen, was ihr machen sollt. Ich verlor an der Option, wo ihr zeichnen könnt. Und was ich da flott von tun, war Zusammenarbeit, zum Beispiel mit anderen Leuten, die dann nie gesehen haben am Lycée oder nicht kannt haben. Und habe ich mit denen da zusammen gemalt und
ja, mir hat noch ziemlich große Verfügung, also Acrylfarbe waren du Normalfarben. Also ich Politik interessant fand, weil auch über Themen, die in der Schule nicht so behandelt, schwarz wie Freiheit, das zum Beispiel das wichtig ist, mir also kein klassisches Schulthema und du findest ich interessant, vielleicht was anderes. Wie ist das normalerweise?